Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Ja, was mich gestört hat irgendwie und noch begleitet ist, dass Comstock gemeint hat, es ist vollbracht. Das erinnert mich irgendwie doch wieder an diese These, dass er ein alternative Booker sei könnte, der halt vorzeitig gealtert ist durch Metastase, durch Krebs. Und dadurch, dass er sich jetzt selber umgebracht hat, sozusagen, verhindert er ja eigentlich, dass er Elizabeth weiterführen kann und sie wird dann seine Nachfolgerin. Sehr seltsam alles. Okay, das war nur so ein Gedankengang von mir jetzt. Und jetzt? Steuer mal das Ding mal. Cage! Käfig auf Englisch! Sagten, Sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, Sie wüssten, was kommt. Wow. Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereit machen. Hast du das Ich glaube, die wollen an Bord sehen, kommen. Puppet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Oh, was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen! Elizabeth, hör auf! Sie ruft jetzt Songbird absichtlich, oder was? Booker! Ach so. Ein Lied! Alter, da ist er wieder. Alter! Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Alter, ist das creepy. Los! Los, los, los! Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Boah. Rakete, Booker! Okay. Befehl Songbird, den Zeppelin zu schützen. Okay. Automatisches Speichern. Das wird auch Zeit. Du kannst jetzt Songbird befehlen, feindlichen Bedrohungen anzugreifen. Ziele auf ein beliebiges markiertes Ziel und halte Viereck gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abklingzeit. Booker, sag Songbird, wo er ist. Boah, Alter. Alter. Na, Songbird, dann mach doch mal, aber So. Wer schießt denn hier noch? Ah, da drüber. Ah, hier. Da steh auf. Ach, die wollen hier das Ding zerstören. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Hör auf. Ruf ihn her! Hol den Vogel! So ist er. Booker, Kampfschiffe! Achtung! Okay, Songbird braucht wieder seine Zeit. Er So, ist bereit, Booker! so. Alter, geht doch hier die Post ab. Aufkehrt wird. So, Songbird ist noch unterwegs. Oh, 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 oh. So, oh, scheiße. Das ist nicht so gut. Komm schon, Songbird. Komm noch mehr! Ich sehe es ja. Wo soll ich ihn hinschicken? Schalt das Kampfschiff aus! Gott. Okay, das sind jetzt ein paar Rocks noch. Gott, Kopf weggeschossen. Hier, bitte! Kopfschuss. So.
Ja, da hinten ist noch einer mit dem Raketewerfer. Das ist nur was wirklich ein Typ. Songbird ist bereit, Booker. Seid mit Gold gepflastert. Doch sie sind mit Blut, Schweiß und Tränen gepflastert. Und zwar mit Wunden. Aber heute werden unsere Tränen zu Gold. Und deine werden zu Blut. Zeppelin! Wo? Hier, zerstöre alle Vox-Zeppeline. Okay. Können wir das Mistding kaputt machen? Ja. Okay, Patriot ist auch wieder dabei. Dann würde ich doch mal sagen, dass unser Songbird hauptsächlich die Zeppeline fertig macht. Und wir kümmern uns um die andere Bodentruppe. Dankeschön. So. Okay. Songbird braucht noch ein Weilchen noch dem dicke Luftschiff. Aber das Ding geht zum Glück auch nicht so weit zurück von seiner Gesundheit. Okay, ich muss jetzt noch warten, bis Songbird endlich wieder so weit ist. Aber ich befürchte, der Kampf gegen ihn bleibt nicht aus. Komm schon. Ah, da ist noch einer. Kannst Songbird rufen, Booker. Ja. So. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, irgendwie auch nicht. Wir können nie einfach mal in Ruhe irgendwo hinfliegen. Okay, da kommen noch mehr. Zerstöre alle Vox-Zeppeline. Ja, ich bin hier dabei. Wenn Songbird da mal wieder Zeit hätte. Okay. Dann warten wir mal, bis die Idiote da kommt. Das können wir auch noch zerstören jetzt gleich. Und Songbird ist bereit. ja. Zeppelin weg. Das sind auch unglaublich elegante Dinger, wie ich finde, Zeppeliner. So. Oh Mann. Ups. Gut. So, Gesundheit war immer lieber grad. Gut. Ach, du sind noch welche. Oh. Was hast schon du hier zu suchen? Du Affekopf. Dankeschön. Ey. Okay, Songbird ist auch gleich wieder soweit. Booker, sag, wo er hin soll. Okay. Hier. So, komm hier. Sehr schön. Zerstöre alle Vox-Zeppeline, bin ich auch noch dabei, ja. Ja, sind mit der Patriots dabei. Okay, Songbird ist bereit. Können wir die Zeppeline zerstören? Ne, die gehen nicht. Die sind nur ambientemäßig da. Na gut, dann. Dann rufen wir Songbird wieder. So.
So, dankeschön. Perfekt getimt. So, ist hier irgendwo noch einer, den wir niedermachen können? Ein Zeppelin? Nee. Ja, irgendwo müssen ja noch Vox-Zeppeline sein, die ich zerstören kann, ne? Ja, das sehe ich aber hier keiner. Ach, du ist noch einer. Gott. Dann, hopp. Gut. Okay. So allmählich verliert das Ding auch seine Gesundheit. Gott, was ein Gekrisch. Okay. Okay. Gut. Gut. Oh Mann. Suche noch. So. Okay, suche Elizabeth am Bug auf. Alter Falter. Waren das alle? Ja, scheinen sich zurückzuziehen, oder? Ja, die schweben immer noch neben dran her. Wie lästige Scheißhausflieger. Das passt zu deiner. Okay, gut. Am Bug. Ja, genau, dann müssen wir durch hier. Nehmen wir doch einfach mal hier die Skyline. Puh. So, was passiert jetzt? Columbia Booker, komm brennt. her. Das Monument Island. Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Sehr gut. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Befiehlt Songbird, den Siphon zu Reiß alles zerstören. ein. Reiß alles nieder. Trophäe erhalten in Kupfer, Vogel oder Käfig. Oh Mann. Alter. Elisabeth! Der Vogel, Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Was war denn das Wo jetzt? ist er? Nein, der kommt nicht. Wo ist er? Wir sind in Rapture gelandet. Ist ja gut. Oh Ist Gott. ja gut. Ich bin hier. Lass los. Der Wasserdruck ist zu stark für ihn. Der ist für Höhe und nicht für Tiefwasser Elizabeth. konzipiert. Es tut mir leid. Ach du Scheiße, jetzt sind wir gerade hier in Rapture gelandet. Was ist das hier? Und zwar im ersten Teil. Elisabeth? Da kam Ein ich nämlich Durchgang. auch raus. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Da kam man ursprünglich Gibt es raus hier bei eine Bioshock Antwort? Ends. Weißt Hier du, runter. Da ist ein Big Daddy, der gerade von deiner Splicer zerrobbt wird. Oh Gott. Hierher, Booker. Alter Falter. Alter Falter. Ewe habe ich gerade meterdicke Gänsehaut gekriegt. Okay. Hier sind wir richtig. Wir sind 59 wieso? Was ist denn wahrscheinlich. los? Elisabeth, was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen.
Das werde ich vermutlich bereuen. So. Okay, dann geht's weiter durch Rapture. Eine Stadt auf dem Meeresgrund? Lächerlich. Ne, aber über die Wolke nicht. Alter. Und wir gehen wieder hoch und raus aus Rapture. Das war ein kurzer Besuch. Ja. Die Entrückung. Und wir sind wieder oben am Leuchtturm, Sieh genau. dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Wo sind wir jetzt wieder beim Leuchtturm, beim Eingang? Noch Rapture. Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Alter. Das Flugzeug, was abgestürzt ist von Jack, sehen wir aber hier nie mehr. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Alter. Jetzt hat sie anscheinend die absolute Kontrolle, nachdem der Siphon zerstört ist, der ihr Kraft wohl unterdrückt hat. Ihr Kleid sieht jetzt mittlerweile auch etwas zerlumpt aus. Ja, jetzt scheint sie aber wirklich die absolute Kontrolle zu haben über die Risse und Realitätsänderungen. Siehst du? Alter. Keine Sterne. Das sind Türen. Nach Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Okay. Ach du Scheiße. Verschiedene was sind das alles für Leuchttürme? Leuchttürme in verschiedenen Wieso sind wir- Realitäten. Wer? Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja, Sehr experimenteller und hypothetischer Teil der Physik. Oh Mann. da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem, Wieso? weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker. Das ist schon geschehen. Oh Mann. Na, dann folgen wir doch mal dem Weg. Ich folge jetzt einfach mal ihr. Sie kennt sich wohl hier eher aus, als ich nur hintersehe. Ach, wie man dort den Weg entlang rennen. Alter. Wieder zum nächsten. Und dann... Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt. Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand. Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht?
Kann ich das auch nicht akzeptieren? Sieht bloß aus, als hätte ich keine Wahl. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Ja. Lammes. Jesus, wasche diesen Mann rein. Vater, lass ihn wiedergeboren werden. Herr, Schluss. Nein. was soll denn das? Geh weg. Sohn! Du hast es nicht Du getan. denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot. Nein. Er war hier. Hier lang. Okay, dann will ich aber auch wieder sagen, ihr liebe Leid. Es ist mal wieder soweit, dass wir hier einen Cut machen. Und ich weiß nicht, wie lange wir noch hin, bis alles vorbei ist. Vielleicht dauert es jetzt auch nur noch 5 Minuten, wer weiß. Wenn ja, dann füge ich es auf jeden Fall nochmal an das hier an. Aber ich mache jetzt erstmal einen Cut an der Stelle. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Oder auch bis gleich, je nachdem wie lang das es geht. Hallo, wieder zurück. Trifft's eigentlich ganz gut. Wenn es nur ganz kurz ist. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lange wir noch bis zum Ende Meine haben. Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Und das ist der Wirklich? Ja. Mädchen Lutez. gegen Schulden. Das ist der Lutez Bruder, ne? In Anführungszeichen Bruder. So. Und? Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. DeWitt, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Alter. Hat er wirklich sein Kind verkauft? Na los, Nein. du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Wow. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Lutez das Baby. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht Sie von Ihren Sünden frei. Oh oh. Und? Da hat's jetzt nichts mehr zu sagen. Ha. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht Das verbessern. waren die Lutezes, die zwei im Boot. Alter. Das habe ich ja ganz Was wollen vergessen wir am hier? Anfang. Natürlich, das Comstock waren ist auch die tot. zwei Wir Physiker. können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht. Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million, Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Oh oh. Mir schwant Übles. Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus. Gebt sie zurück. Gebt sie zurück. Es geht schon. Spinnst du? Und das ist Comstock mit dem Kind und Gib sie Ivan mir wieder, du Riss. Schwein. Es ist soweit, los! Nein. Nein, nein, nein. Nein. Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück. Anna. Anna, seine Tochter ist Elizabeth. Und do dabei, weil sie durch den Riss ist der Finger ab. Wo sie ihren Fingerhut drüber trägt. Anna. Anna?
Ach du Scheiße. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Ach du Scheiße. Verzeih mir. Elizabeth ist seine Tochter und Comstock ist ein alternatives Ich von ihm tatsächlich. Ach du Scheiße. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Okay. Wir wissen bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns. Siehst Bringen Sie du? uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Du Schuld. bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinem Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Sie uns die Kleine. Ja, ich hab's erlebt. Die sind wahrscheinlich auch er und dieselbe Person, die zwei, ne? Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Oh Gott. Und damit wird aber sich selber auch sklavisch töten, oder? Ja, sie ist mal wieder draus vor uns. Ja, aber wenn ich den als Kind schon umbringe, dann bringe ich ja eigentlich auch mich in Anführungszeichen jetzt so um. Also Booker bringt sich ja selber um. Mann, 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 Mann. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Ja, aber dann stoppt er doch auch sich und verhindert, dass sie geboren wird. Booker DeWitt, bist du bereit Was für soll die das? Wiedergeburt? Wieso sind wir Bist wieder du hier? bereit, Das von ist deinen nicht derselbe Sünden Ort, befreit Booker. zu Aber natürlich, ich erinnere mich. Bist du bereit, alles, Du was bist- war, zurückzulassen? Du bist Einen nicht- Tisch zu machen Wer und von bist du? vorn zu Du hast dich entschieden zu gehen, gereinigt aber in im anderen Blut des Meeren Lamms. eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Verabscheust du deine Und du Sünden? wurdest als ein anderer wiedergeboren. Verabscheust du deine Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Stecke Alter. in seiner Krippe. Wasche diesen Mann Erstick ihn. Lass ihn wiedergeboren werden Bevor die im Blute Entscheidung des fällt, Lamms. bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ja. Ach du Scheiße. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, von wegen, dass er es ist. Ja, da hätten sie mal in seiner Wiege erstickt. Dann existieren die ganze Realität nimmer. Und ob die Letzt existiert noch? Elizabeth? Das ist jetzt die Frucht, die wir kennen. Trophäe erhalten in Kupfer. Zinnsoldat. Das war's anscheinend tatsächlich. Nochmal Trophäe erhalten in Kupfer, ein alter Bekannter. Tja. Sieht bloß aus, als wären es wirklich nur 5 Minuten gewesen, ihr liebe Leute, die hinter gehen. Tja, das war's Ende. Etwas unbefriedigend, würde ich mal ganz im Ernst sagen. Und zwar habe ich eigentlich echt mit mehr gerechnet. Habe jetzt gedacht, es wird noch mehr aufgeklärt, aber so sieht es einfach nur aus noch, ja, du bist
Booker DeWitt und Zachary Comstock gleichzeitig. Noch Wounded Knee hat er sich wieder taufen lassen, ist dann wiedergeboren worden als Zachary Comstock, war aber immer vorher Booker DeWitt. Erst ab dem Zeitpunkt, wo er sich hat taufen lassen, gibt es die Änderung in der Zeitlinie. Entweder ist er dann Booker DeWitt, weil er sich nicht taufen lässt, oder er lässt sich taufen und ist wiedergeboren, in Anführungszeichen, und nimmt dann den Namen Zachary Comstock an. Und dann fängt er an Metastase zu erkranken, zumindest in der Endrealität, und altert vor seiner Zeit und ist dann udelalt. Sieht zumindest so aus, ist aber genauso alt wie Booker DeWitt, den wir dann haben. Elizabeth ist durchaus seine Tochter und wurde durch diese Physiker, ich nenne sie mal in Anführungszeichen Zwillinge, obwohl es wahrscheinlich auch er und dieselbe Person sind, wurde dann von Denner genötigt, die Tochter zu geben. Und mit einer Realität will er sie zur Tyrannin erziehen, Nachfolgerin. Und in der anderen Realität will er sie retten, weil es dann doch seine Tochter ist, die er hergegeben hat. Es ist schon etwas verwirrend, etwas unbefriedigendes Ende. Zumal ich mich jetzt wirklich frage, ist er jetzt endgültig tot? Und ist dort mit Elizabeth tot? Weil sobald Comstock bzw. Booker tot ist ja auch Elizabeth tot. Ohne Comstock bzw. ohne DeWitt keine Anna bzw. Elizabeth. So, ich überspringe das Ganze jetzt mal, das ganze Gedönsens. Und, kann ich das überspringen? Ja. Und jetzt sag ihr, liebe Leute, morgen erwartet uns auch wieder was. Und zwar, okay, hier sind wir wieder. Okay, und zwar werden wir morgen noch was anderes spielen. Da wurde ich ja schon von Syltrakar bei Bioshock 2 drauf hingewiesen. Unser nächstes wird sein, dass wir Burial at Sea, und zwar die Spiel-Add-ons hier spielen. Mal gucken. Spiel-Add-ons spielen. Kampf in den Wolken, Seebestattung, genau. Burial at Sea, beziehungsweise Seebestattung, spielen wir dann morgen wieder bei Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Ich muss aber generell sagen, mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich fand Bioshock Infinite von der Aufmachung her und allem sehr viel cooler als Bioshock 1 und 2. Wobei mir auch dieses 20er bis 40er Jahre Feeling aus Bioshock 1 bis 2 sehr gut gefallen hat. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Bioshock Infinite sehr, sehr cooles Spiel war von der Aufmachung her. Der Plot-Twist ist durchaus etwas skurril, etwas arg Mindfuck. Nichtsdestotrotz fand ich das eigentlich von den Bioshock-Spielen immer noch am besten. Ohne Witz, das Ende war etwas unbefriedigend. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das hat mir von allen Bioshock-Spiele tatsächlich am besten gefallen. Ich weiß nicht, warum das so in Verruf geraten ist bei den Leuten. Mir persönlich hat es echt gut gefallen, wobei man über das Ende diskutieren kann. Aber erstmal netter Tag vorm Abend lobe. Es gibt ja offensichtlich noch 2 DLC-Episoden, die wir noch spielen können. Und das fangen wir dann morgen an. Dann gibt es erst dann, wenn Burial at Sea bzw. Seebestattung Episode 2 vorbei ist, ein Gesamtresümee nochmal. Von daher ist das hier von mir gerade einfach nur Zwischenresümee. So, das waren jetzt die 8 Minuten zusätzlich und wir sehen uns dann morgen wieder zum DLC. Machen's gut bis dahin, schreibt mir auch gerne eure Meinungen, was ihr davor halten, wie ihr es empfunden habt. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Iron Yankee.